Servus, grüß euch. Hallo, grüß euch, servus. Heute Europacup-Spezial vom Wiener Stadionvlog. Heute sind wir gerade, wie ihr unschwer erkennen könnt, schon wieder im Bitteldorfer U-Bahn-Schacht. Ne? Ziemlicher Stau gerade. Ja, 14 Minuten noch 30 Minuten zum Spielbeginn. Ja, so 35 Minuten haben wir jetzt noch bis zum Spielbeginn. Heute geht es gegen Fiorentina. Ich glaube, es wird das letzte Spiel für uns sein. Daheim heute international, oder? Ja, daheim, glauben, ja, wahrscheinlich, aber ich hoffe es natürlich nicht. Naja, Was sagst du? realistisch gesehen, ganz ehrlich, ist Fiorentina. Realistisch gesehen werden wir wahrscheinlich sogar zu Hause mit 1-2 Tore Abstand gewinnen können, in der Theorie. Weil das haben sie letztes Jahr in der Conference League auch gemacht, haben sie die Hinspiele oft verloren, gern. Und es dann im Rückspiel dreht. Jetzt ist die Frage halt, ne? Wie ernst nehmen sie es heute bei uns, die Italiener? Das ist die Frage, ja. Wenn wir unterschätzt werden, ist schon was möglich. Du hast ja gesehen, letzte Woche bei der Austria, das kann recht schnell gehen. Vor allem, wir haben dort 8 Tore beim Rückspiel erlebt. Das war die Hölle. Die Hölle, Achterbahnfahrt im Stadion, auf, ab. Die Fans sind eskaliert von beiden Seiten, weil beide nicht wussten, wie was war. Ja. Nein, wenn die Stimmung, ich habe hier einen Artikel gelesen, dass Fiorentina sagt, das wird eine arge Stimmung werden. Da werden sie ein bisschen eingeschüchtert sein. Naja, sie haben ja keine Fenster. Also West Ham wurde für 2 Spiele und Fiorentina für 1 Spiel gesperrt. Ohne Fans innerhalb der Conference League. Ne? Ah, okay. Sprich, deshalb heute auch der Auswärtssektor komplett voll mit unseren Leuten. Das ist das ganze Stadion heute nur grün. Ja, dann wird es wirklich interessant. Ja. Deshalb meine ich ja, die könnten schon dementsprechend fertig sein, beziehungsweise die Stimmung können sie dann schon dementsprechend mehr machen. Ja, schauen wir. Ich bin gespannt. Also die Stimmung wird sicher Bombe werden. Es muss Bombe werden, die Stimmung. Das ist ja das. Bei solchen Spielen zu Hause, es ist nicht bei Deppert schön zu Hause 0-0 und dann auswärts bam 5-0 drüber gefahren. Ja, aber weil wir da Angsthasen-Fußball am Anfang schon irgendwie in Wien gespielt haben, oder? Das ist so eine Wundertüte, das kann alles sein, alles und nichts. Ich hoffe, dass heute halt für die Rapid alles ist. Ja, du weißt, wir sind jetzt gerade wieder bei der bekannten Stelle, wo immer dieselbe Frage gestellt wird. Trifft Guido Burgstaller heute oder trifft er nicht? Ja, was sagst du, was ist deine Voraussage, deine Prediction dazu? Schau, immer wenn ich gesagt habe, er trifft nicht, oder naja. Na, das ist schwierig. Das ist echt schwierig mit ihm. Älterer Mensch und so. Na. Ja, ich glaube, heute trifft Guido Burgstaller. Heute treffen alle. Heute wird es 11-0 geben. 11-0 wird es geben. Niki Hedl trifft, das wär's ja. Das wäre echt schön. Ja, wird schon. Die Stimmung allein wird schon Wahnsinn. Und da wollen wir euch ja mitnehmen. Das ist auch die Stimmung, weil das Spiel selber wird natürlich auch ein Wahnsinn, hoffentlich. Ja, hoffentlich. Aber die Stimmung, die werden wir euch auf jeden Fall mitnehmen. Die Stimmung wird Bombe sein heute. Nur Grüne, über 20.000 Grüne im Stadion. Die muss Bombe sein. Bis zu Deppert, also. Wir sind jetzt eh schon am letzten Stück. Wir nehmen euch dann gleich wieder mit. Wien sind wir. Du sagst das. Also, steckt volle Hütte heute. Alles nur mit Grün-Weiße voll, wie es sich gehört. Keine Violetten von der Fiorentina heute da, Gott sei Dank. Jetzt gehen wir ganz schnell auf die Plätze. Choreo wollen wir nicht verpassen, Getränke gibt es später. Und auch den kulinarischen Tipp gibt es vermutlich später. Jetzt kommen die Spieler schon, jetzt wird es spannend zu sehen. Es wird sicher eine geile Partie heute. Bombenpartie wird es heute werden. Die Stimmung wird fix geil. Die Partie. Auch die Partie wird geil. Du musst zuversichtlich sein. Alles ist gut. Alles gut.
Fiorentina nach Minute 2. Man hört nichts, die Fans sind so laut. Wahnsinn! Ecke Fiorentina. Storknecke! Ey, Mitte Hero! Weg damit! Ja, ja! Drauf, Bursche, drauf! Drauf auf meinen persönlichen Lieblingsspieler, Chick. Der Beste, wie er sich immer aufregt, wirklich. Ich feiere ihn. Wahnsinnskerl. Schade, dass er das T vom Vornamen weggenommen hat mittlerweile. Super Spieler. Chick. Legende. Ich sage euch, wenn ihr glaubt, Rapid national Bombe, schaut sich das international mal an. Block West geht ab. Ich verstehe das eigene Wort nicht mehr. Das eigene Wort nicht, den Schiri hört man nicht pfeifen, nix. Und jetzt komm. Ah, genau in die Hände. Wieso? Schade. Komm. Stefan allein die Chance und jubelt hier vor dem Ball. Er klärt den Ball und wird bejubelt, wenn er ein Tor gemacht hätte. Wahnsinn. So arg. Trinkpause bei der Rapid, das heißt kulinarischer Tipp für euch. Heute testen wir den Rapid-Burger aus. Vom Böcki auf YouTube haben wir gesehen. Der Käse war nicht einmal geschmolzen. Heute ist es, wie ihr seht. Bombe, oder? Probier's. Beißen wir mal rein in das Teil. Ja, ist okay, Leute. Ist okay. Ich werde jetzt weggespuckst raus, oder was? Na, du, Gurke da keine drin, hau rein mal. Oh, was sagst du? Sorry? Stadionburger halt, ne? Ja. Alles gut, alles gut. Mahlzeit. Jetzt, mach was. Ich will jetzt aufreißen. Jawohl, Elfer! Geil! Elfer nach Blitz! Da war Bulldog. Alles steht! Alles steht!
Sieg gegen Fiorentina, Mann, wie ich dir gesagt habe, oder? Richtig. Neuer Spielstand. Rapid. Fiorentina. Noch ein Zuschauer außerhalb des Spielfelds. Bin gespannt, wo die da die Bilder. Ja, die ist sicher von Sky, glaubst du nicht? Ja, ist ja in der Luft, ne? Das ist ein Hass von Sky. Ja, komm, Guido, komm! Wahnsinn! Wie kann man nur so alte Menschen in Sturm ausstellen, oder? Sehr langsamer Burgstaller heute. Ja, älterer Mensch, aber schade. Halbzeitanalyse heute mit der wunderbaren Ivi. Grüß dich, servus. Hallo. Wie hast du die erste Halbzeit erlebt? Gut, aber Florentis Fiorentina ist natürlich ein Wahnsinn. Keine Gut Frage. scharf, keine Frage, ja. Das ist keine Frage, aber wir halten super mit. Natürlich auch, ja. Der Elfer war ein Geschenk. Winders? Nein, nicht ein Geschenk an uns, sondern dass wir 1-0 jetzt führen. Das Ja. würden wir es nicht, sonst wäre es 0-0, meiner Meinung nach. Zweite Halbzeit, es wird 1-1 ausgehen. 1-1 glaubst du, Ivi? Ja. Okay, ich nehme dich diesmal leider nicht beim Wort. Ich hoffe auf ein 2-0, ehrlich gesagt. Ja, ich auch. Es geht nicht um Hoffnung. Es geht um Realistischsein. Okay, das war eine realistische Analyse von der Ivi, bitte, ja. Sonst wäre es 5-1. Okay, dann hoffen wir auf die unrealistische Analyse und hoffen wir, es wird noch ein nettes 5-1. Natürlich. Danke dir, Ivi. Gewinnen werden wir sowieso. Gutes Spiel. Aber ich sag's nur realistisch. Aber gut. Danke, Ivi. Gerne. Baba. Jawohl. Sehr gut, Freudl. Komm, Marco, komm. Zeig, was du kannst. Helft ihm irgendwer. Der Spielspieler K.O. Marco Grün, gerade ging er noch K.O. und wurde umgeschnitzt. Torschütze zum 1:0. Schiri! Urgeil. Auf, Bursche! Ja, bitte!
Fans super aus, Alter. Was sagst du, Alter? Die Spinne. Was sagst du? Himmel die Spinne. Jawohl. Stark. Heute ohne Halbzeitanalyse vom Wiener Stadionvlog, sondern nur eine Analyse nach dem Spiel. Wir haben 1-0 gewonnen durch einen Elfer von Marco Grüll. Was sagst du, wie hast du das erlebt, die Partie? Ja, Bombenstimmung. Ja, jetzt singen es noch. Hütteldorf. Wien, West, Hütteldorf, Wien, West, Hütteldorf. Ja, da kriegen sich gar nicht mehr ein. Herr. Echt geil einfach, oder? Was gibt's Geileres? Ja, Jetzt fahren wir nächste Woche nach Fiorentina, spielen dort mindestens X und gehen in die Conference League, oder? Normal. Schauen wir mal, was passiert. Aber die Stimmung war echt ein Wahnsinn. Du hast nichts gehört von dir selber. Du hast schreien müssen Ja, ins Handy. du hast nicht einmal den Armpfiff gehört, Gar nichts. du hast nichts gehört. Es war einfach nur geil, oder? Das war wirklich eine Orgelstimmung. Genau deshalb, Leute, genau deshalb geht man ins Stadion. Weil die Stimmung einfach vom Fernsehen, wurscht ob Sky, ORF, sonst irgendwer, die kann einfach nicht aufgefangen werden. Gönnt euch das, geht ins Stadion, Wirklich? schaut euch das an. Wir geben euch exklusiv am Sonntag wieder die Möglichkeit, könnt euch Rapid gegen WSG anschauen. Einfach im Chat mal schreiben, lasst einen Kommentar da. Wir werden uns schon mit euch in Verbindung setzen. Wer Und gehen will, soll einen Kommentar schreiben, dass er gehen will. Ganz einfach. ganz einfach, ja, wie es der Amir sagt. Also, Resümee von heute. Spannende Ausgangssituation für Donnerstag. 23.000 Zuschauer waren drin. Bist du deppert. Das war schon geil, ja. Das hat geheizt, die Stimmung hat gekocht. Also das Stadion, das war ein Hexenkessel. Grandiose Stimmung. Auch für einen Nicht-Fußball-Fan. Einfach die Emotionen mitzuerleben. Grandios. Wirklich geil. Die Leute feiern, die Leute jubeln, singen jetzt noch. Die Straßen sind voll. Gut drauf, geile Emotionen. Also dafür geht man ins Stadion und das wollen wir euch auch einfangen. Diese Emotionen, diese Stimmung, diese Fans. Das ist halt wirklich ganz was Eigenes. Auf Sky nicht rüberzubringen, ganz ehrlich. Abonniert den Kanal und wir hoffen, wir haben euch gut unterhalten können. Bis am Sonntag. Man hört nichts, Wahnsinn. Das Video im Video. Sind Sie die Vlogger, oder? Wiener Stadionvlog, abonniert uns. Ja, was klar. Ich kenn die. Ja, super. Ab in Wien auf die Ernst. Ich bin nicht alleine, Leute. Wir haben ja eine Fans von uns, jawohl. Ja, sorry Leute, wir wollten nicht nochmal drauf gehen, aber Hütteldorfer U-Bahn-Schacht geht nicht ohne, oder? Ganz ehrlich. Partie, Wahnsinn, nach so einer Partie.